Hey Friends, willkommen zurück bei «Los mal». Heute reden wir über meine Gymi-Zeit. Gymi, Kanti, whatever. Einfach die Jahre, wo du deine Matur bekommst. Einigen wir uns auf die Bezeichnungsweise. Whatever. Ihr könnt euch heute mega geehrt fühlen, allgemein jetzt in dieser Phase im Fall, muss ich sagen. Weil ich bin gerade in so einer Phase, wo ich keinen Bock habe, mit irgendjemandem zu reden. Und ich habe das mega oft. Weil eigentlich bin ich recht introvertiert, obwohl ich so ein Hampelmann bin. Und meine Energie ist dann halt auch mega schnell weg, wenn ich zu viel mit Leuten unternehme und so, oder zu viele Leute einfach sehen muss, mäßig. Und das ist jetzt wieder mal so ein bisschen der Fall. Und darum wirklich, Alter, ich würde mich am liebsten in meinem Zimmer vergraben, aber auf den Podcast habe ich trotzdem noch Lust. Also fühlt euch von mir geküsst oder so. Also nein, vielleicht nicht gerade geküsst. Umarmt. Hihihi. Ja. Ich weiß nicht, für wer die Folge jetzt genau so destined ist. Ich glaube, für alle, die sich so denken, hätte ich vielleicht besser das Gymi gemacht, wo den Schnitt hatten, aber irgendwie KV sind machen oder so. Für die Leute, wie war das Gymi für mich? Glaubt mir, wenn ihr das gehört habt, werdet ihr vielleicht froh sein, dass ihr eine Lehre gemacht habt. Nein, es war okay, keine Angst. Spoiler, ich habe es überlebt. Oder für alle, die halt jetzt gerade so am Strugglen sind und nicht wissen, wie man das überhaupt anbekommen soll. Ich weiß, es ist schlimm. Oder einfach für die Leute, die so ein bisschen meine Gym-Phase auf TikTok vielleicht schon am Anfang mitbekommen haben und jetzt gerne so retrospektiv hören. Haben Sie das gehört? Retrospektiv. Oh mein Gott, Alter. Sass. Retrospektiv gerne hören würden, so wie ich das jetzt so beurteile. Ja, es ist jetzt weniger wie die letzte Folge so objektiv. Es wird null Objektivität geben da. Es geht einfach darum, um meinen Hass für... Nein, es wird einfach nur um meine Erfahrung gehen und logisch, das kann man nicht verallgemeinern. Vielleicht ist es für jemand anderes ganz anders gewesen. Und es kommt auch mega darauf an, wie leicht dir so Schulsachen fallen und so, wie du das Gym findest, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, ich bin halt einfach nicht so ein Superbrain. Oder vielleicht schon. Wir kommen noch drauf. Ja. Ja, eben das am Anfang war ja schon eigentlich mein Live-Update gsi. Ich bin wirklich ich habe keine Lust. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und was ich auch unbedingt mal wollte sagen, ich glaube, ich nutze meine heutige Chance, dass ihr müsst unter dem... ich habe... das ist mega chaotisch wieder. Ich habe wieder nicht wieder. Ich habe jetzt den Insta-Account gemacht. Er heisst «Los mal». Und ihr müsst dem alle folgen, weil ich poste dort für jede Folge einen Post und ihr könnt dort eure Meinung sagen und ich poste Stories und es gibt exklusive VIP-Content, wo auf Wemse einfach nicht kommt, weil ihr euch die geileren sind, wenn ihr mir dort drauf folgt. Also so Fazit. Und was ich will, was ihr unter dem Post vom heutigen Podcast kommentiert, ist, ob ihr es okay oder was eure Meinung ist zum in die Dusche pissen. Ja, weil das habe ich mir heute beim Duschen beim Duschen ohne Pissen überlegt. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Geo-Lehrerin, apropos Gymi, im Gym, unsere Geo-Lehrerin hat immer gesagt, zum Ressourcen sparen soll man in die Dusche pissen und so, irgendwie, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. So in der Scheisse, also wenn du pissest, sollst du einfach warten mit Spülen, bis du das nächste Mal pissest und das nächste Mal pissest. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann halt irgendwann spülen. Ich mache das nicht, aber dort ist es, keine Ahnung. Sie hat immer gesagt, man soll in die Dusche pissen. Mässig. Oder auch zusammen duschen, das spart auch Wasser. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man weniger Wasser braucht, wenn man zu zweit duscht. Anyway. Ei, das ist jetzt wieder... Man merkt, dass ich mit niemandem geredet habe die letzten paar Tage, oder? Also jetzt kommt alles raus. Nein, ich finde nämlich, dass es in gewissen Situationen okay ist, in die Dusche zu pissen. Und zwar, wenn man so... Was tönt da so? Ist mein Laptop am Verrecken? Naja. Und zwar, wenn man in seinem Badzimmer, oder wenn man eine eigene Dusche hat im Haus quasi. So, du weißt, nur du duschst dort. Oder wenn's nicht mehr, kennt ihr die Wohnungen, die einfach so von den 80er Jahren Badzimmer haben? Dort ist instant kriegst du so eine Vibe, so, da darf ich auch nicht pissen. Ich weiß nicht wieso. Bei fremden Leuten daheim pisst man nicht in die Dusche. He? Nur bei sich selber daheim und wenn jemand anders dort voraussichtlich duschen wird. Und
ja, das war es eigentlich gewesen. Wehe, ihr pisst überall. Wehe, jemand duscht bei mir daheim und pisst in die Dusche. Ich schwöre euch, alle, die jemals bei mir daheim duscht haben, fick dich, wenn du in meine Dusche pisst hast. Ja, das ist mein Statement. Meine Mami wird das auch hören. Mama, nein, ich pisse nicht in die Dusche, ich meine einfach nur allgemein. Hä? Gut. Was ist... Mann! Das ist mein scheiß Laptop, der am Abverrecken ist, der so laut tönt. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig rauschen im Hintergrund. Das tut mir mega leid. Also ganz generell muss ich einfach sagen, ich habe das IB gemacht, beziehungsweise ich habe IB-Unterricht gehabt. Das ist International Baccalaureate und nicht Bachelorette, obwohl ich das immer gedacht habe und alle ausgelacht habe, bis wir alle herausgefunden haben, oh, es heisst Baccalaureate und unsere Lehrer sind nicht putzdumm. Oh, wer hätte es gedacht? Genau, ich hatte IB-Unterricht, habe schlussendlich aber nicht, keine Ahnung, halt 5 Millionen Milliarden Prüfungen gemacht, sondern habe nur in Englisch und Französisch die Prüfung gemacht, weil das IB kann einfach niemand brauchen, sorry, change my mind. Außer entitled rich kids, die das auf ihrem Lebenslauf gerne hätten. Das war jetzt sehr offensiv, es tut mir leid, ich bin einfach sehr hässlich aufs IB. Genau, das heisst, ich hatte IB-Unterricht in, keine Ahnung, 6 oder 7 Fächern, glaube ich. Also ich kann euch vorstellen, quasi Immersion, aber einfach wie sagt man dem? Nicht ich will wieder Lebenslauf sagen. Ich meine, der Lehrplan. Lehrplan? Bro, keine Ahnung. Aber halt das, was man macht, ist sehr anders als jetzt im Schweizer System. Das heisst, in Geschichte habe ich nichts Außerordentliches gelernt. Ich habe einfach fucking gefühlt 4 Jahre lang über Mao und Hitler müssen lernen und irgendwie compare and contrast und irgendwie ganz genau jedes Detail wissen, aber weiß halt irgendwie so gefühlt nichts von irgendetwas anderem. So, das ist der Inbegriff vom IB. Du lernst einfach unnötiges Zeug, schreibst Unmengen an Essays, einfach damit du nachher nichts mehr weißt. Ja, das ist mein Fazit zum IB, darum habe ich auch nicht alle Prüfungen gemacht. Ja, und einfach, um das so aus dem Weg zu räumen, erzähle ich jetzt einfach am Anfang schon meine schlussendlichen Gym-Noten, also mein Abschlusszeugnis, mein Maturzeugnis, Alter, was Abschluss, mein Maturzeugnis, die Noten in meinem Maturzeugnis, sind Physik und Mathe 3,5, Chemie 4, Geschichte, BG, Bio, Geografie und Schwerpunktfach Philosophie, Psychologie und Pädagogik habe ich alles ein 5 gehabt. Französisch, Maturarbeit, Englisch, Deutsch habe ich alles ein 5,5 gehabt. Das heisst, man merkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen, aber ich habe keinen Bock, das so lange... Ich finde, das ist so unnötig, weil eben, das ist genau mein Punkt. Leute, die Noten jucken niemand, wenn ihr studieren geht. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr jetzt irgendwie merkt, oh, ich will jetzt gleich eine Lehre machen, dann bringt euch die Noten fix etwas. Wenn ihr euch halt irgendwo bewerbt, wo das nötig ist, ja. Aber wenn ihr einfach studieren geht, braucht ihr nur einen Vierer Durchschnitt. Also, ihr müsst einfach durchkommen sein. Ihr müsst einfach die scheiß Matur haben. Es juckt niemand, was ihr gehabt habt. Und es fragt euch im Fall auch niemand, außer dumme Opfer an der Uni, was hast denn du eigentlich gehabt? Es juckt niemand. Das heisst, der ganze Stress, den man sich 4 Jahre lang macht, um irgendwie noch eine halbe Note raufzukommen, ist halt mega unnötig. Ja, es sieht schön aus. Ja, man kann stolz sein darauf, das ist etwas anderes. Aber nur um sich mit anderen zu vergleichen, würde ich jetzt nicht empfehlen, dass ihr unbedingt mega gute Noten habt. Ich sage euch jetzt nicht, hört auf lernen, aber wir kommen dazu. So, dann vielleicht so zum Sozialen, meine Erfahrung mit dem Sozialen im Gym. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag mich nicht mal erinnern. Es ist so viel passiert und es ist so ein, keine Ahnung, anderes Umfeld. Man ist mit ganz neuen Leuten. Für mich halt, ich bin im Aargau und bin in Basel in der Schule. Das heisst, das sind so Leute, wo man halt wie noch nie etwas davon gehört hat. Es ist nicht so, ja, gell, von dieser weiss man nichts. Du wirst einfach so dort reingeworfen und so, ich finde es jetzt im Nachhinein vermisse ich es mega, so das Gefühl von einer Klasse und das Gefühl von Konstanz und Routine, weil an der Uni ist das halt überhaupt nicht so. Du hast, also bei mir jetzt Psychologie sind halt mega viele Leute, das ist irgendwie 300 Leute, ist das viel? Keine Ahnung, ich finde das sind viele Leute. 300 Leute oder so, du kennst niemanden, du kennst vielleicht Leute vom Hören und du bist einfach mit deinen 5 Leuten, die du am Anfang random getroffen hast und vielleicht, keine Ahnung, gar nicht so gut kennst oder so und dann gehen alle heim, verpissen sich und du hörst so nichts recht voneinander. Außer du bist halt zufälligerweise mega gute Friends, aber das ist meistens nicht so. Und am Gym ist halt mega nice. Du musst miteinander sein. Und auch wenn, Alter, ich habe die Hälfte von diesen Leuten haben mich so aufgeregt während der Schulzeit, vor allem die Typen. Shoutout. Ich weiss, ihr stalkt mich immer noch, ist okay. Ja, ich meine es ganz ernst, ein lieber Gruß.
Ja, während der Schulzeit haben mich die Leute mega genervt oder nerven können. Ähm, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so: «Wow, es war mega toll gewesen, dass du weißt, wie die Leute funktionieren.» Du weisst nach logisch ganz am Anfang nicht, aber nach einer Zeitchen weisst du, wie jeder funktioniert. Du weißt, wie du jeden Einzelnen aufregen kannst, du weißt, wie jeder Einzelne denkt und du weißt auch, wie du dich bei jedem Einzelnen eigentlich das Verhalten hättest, wenn du dir Mühe geben würdest. Das heisst nicht, dass jeder sich entsprechend verhalten hat, aber so, du weißt einfach, wer die Leute sind und du kommst jeden Tag in eine Situation rein, die sehr wie sagt man, vorhersehbar ist, habe ich gemeint. Es ist nicht so, was passiert echt heute? Oder neben wem sitzen heute? Es ist auch so, ja, wir sind da, geil, wir hassen es alle da, tschüss. Und nachher schreiben wir im Klassenchat alle darüber, wie scheiße der und der Lehrer ist oder was auch immer. Und wir haben eine tolle Zeit. Wisst ihr, was ich meine? So, man kann sehr miteinander relaten, alle sind im gleichen Lebensabschnitt. Und in der Uni, ich meine, sind auch ganz andere Leute vom Alter her oder Leute, die vielleicht schon mal ein Jahr studiert haben. Also es ist einfach ganz anders. Leute, die schon irgendwie 2 Jahre Zwischenjahr gemacht haben, Leute, die im Militär waren und erst jetzt weitermachen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Und ich vermisse das. Also genieße es. Und ich weiss, es ist mega blöd, das zu sagen, weil mir haben das auch Leute gesagt, die ich noch am Gym war, so, genieße es, ist mega toll im Fall, du wirst es vermissen. Und ich habe gesagt, Alter, nie im Leben werde ich diesen Scheiß Hurensohnart vermissen. Und jetzt bin ich da und bin genau die gleiche Sau, die euch sagt, bitte, bitte, wenn ihr jetzt gerade am Gym sind, weil ich habe in der letzten Folge gesehen, in meiner Umfrage auf Spotify, ganz viele Leute von euch sind am Gym. Bitte, glaubt mir, das ist so toll. Ja. Was aber bei mir in der Klasse, glaube auch, weil wir halt eine IB-Klasse waren und das sind halt tendenziell schon die Leute, die in den Bets, also in der Oberstufe, zu den Besseren gehört haben, ist bei uns auch eine sehr, sehr kompetitive Stimmung gewesen. Also vor allem so die ersten 3 Jahre. So im letzten Jahr haben glaube alle langsam so ein bisschen gecheckt, so im Jahr ist jetzt eigentlich auch scheißegal. Oder vielleicht auch nach Corona, weil wir haben das 3. Jahr, glaube haben wir Homeschool gehabt. Homeschool, wie sagt man Homeschooling oder Homeschool? Keine Ahnung, Digga. Ich habe nichts mehr, seit ich nicht mehr am Gym bin. Ja, aber dort, wo wir so homeschooled waren, haben wir glaube ich auch langsam gemerkt, so, ja, okay, ist eigentlich scheißegal, Alter. Dort sind wirklich alle ins Loch gefallen. Wir haben nichts mehr gemacht für die Schule. Wir haben gedacht, ja, Digga, wir werden eh nie mehr zurückkommen. Jeden Tag haben wir einfach irgendwie Yoga gemacht und einmal ein bisschen Zoom eingeschaltet und haben dann eben pennt oder so. Ja, aber am Anfang war es wirklich sehr, sehr schlimm gewesen. Vor allem keine Ahnung, am Anfang habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen darum gegangen, so die Rangliste wieder anzubekommen. Weil eben in der alten Klasse hast du auch wie gewusst, wer die gut oder die Besten sind und wer so, ja, halt der Rest ist. Ich meine, es sind ja alle gut, die überhaupt in den Bets gelandet sind. So, es geht nicht mehr um das, du bist dumm. Niemand ist dumm. Niemand im Gym ist dumm. Irgendwie bist du dort angekommen. Ja, vielleicht gibt es Leute, die fucking slow sind und du denkst, Alter, wie bist du da angekommen? Aber sie sind dort angekommen. Also wenn ihr das denkt, so, die und die ist dumm, hört auf das denken. Ihr müsst gar nicht daran denken, ob jemand dumm oder schlau ist. Ihr müsst einfach an euch selber denken. Weil eben, am Anfang ist es glaube wirklich so um das gegangen, jetzt weiss ich nicht, gehöre ich zu den Besseren oder nicht. Jetzt mache ich einfach mal alles, um das Gefühl zu bekommen, dass ich zu den Besseren gehöre. Und es war einfach kein nices Environment gewesen. Man hat einander nicht geholfen oder die Leute sind eben nur gekommen, wenn sie wollen, dass du ihnen etwas schickst oder so und haben dann nachher irgendwie dein Zeug halbers abgeschrieben und was weiß ich, was so gefühlt so, wie ich mir Jurastudenten vorstelle. Das war so der Vibe bei uns gewesen. Und keine Ahnung, ich glaube, es war sehr, sehr schwierig am Anfang mit dem umzugehen, dass man eben vorher immer gelobt worden ist, wow, ihr gehört zu den Besten, ihr werdet nachher ans Gym gehen. So der Vibe, weil es sind halt dann gleich nicht so viele gewesen, bei mir zum Beispiel in der Klasse, die den Schnitt hatten oder beziehungsweise die auch wirklich weitergemacht haben. Und die Lehrpersonen haben uns halt mega gepusht, so ja, macht bitte wirklich keine Lehre, geht wirklich an die Kante und so. Und dann ist dein Ego halt mega gepusht worden, so, ich bin eine von den wenigen, die weitermacht, wo das Gute macht, wo das Richtige macht. Bro, es ist überhaupt nicht. Das kann man gar nicht so anschauen. Die Lehrer sind halt einfach so. Logisch sagst du das, wenn du selber Lehrperson bist. Halt, für was machst du sonst deinen Job? Aber jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren, mit was ich angefangen habe. Aber ja, es war einfach schwierig, so gepusht werden und so, wow, du bist so gut und ja, du hast es geschafft und so. Zum nachher in eine Klasse kommen, wo
alle so fucking gut sind. Du bist nichts mehr Spezielles. Du denkst dir so, hä, Digga, ich meine, ich bin gescheit und jetzt kommt der da rein und philosophiert da irgendetwas im Philosophieunterricht, das ich noch nie im Leben gehört habe. Ich habe nicht mal das Buch gecheckt. So, und bis man auf das überhaupt mal klarkommt, dass man einfach akzeptiert, okay, ja, der ist vielleicht besser als ich, aber dafür kann ich das und das besser, geht es ein Zeitchen. Und man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen schlecht. Und wir schreiben fast jeden Tag Leute so, hey Emma, ich glaube, ich schaffe es Gym nicht, alle anderen sind viel besser und so. Hört auf, im Fall wirklich. Wenn ihr eure Energie für das verschwendet, ja, dann kann es sein, dann schafft ihr es vielleicht wirklich nicht, aber glaubt mir, ihr könnt immer irgendetwas besser als andere. Und man muss einfach so ein bisschen herausfinden, glaube ich, was, was einem was einem liegt und was einem nicht liegt. Und einfach so Friends-Perspektive würde ich, keine Ahnung, eben, ich weiß gar nicht mehr so viel. Es hat auf jeden Fall auch toxische Freundschaften gegeben. Es hat eben das gegeben, dass man sich nur meldet, wenn man irgendwie eine Zusammenfassung wollte. Oder die Leute, die den ganzen Unterricht gestört haben. Ich hasse so Leute. Sorry, wenn ihr so Leute seid. Ich hasse das. Bitte habt die Fresse, Mann. Flüstert doch wenigstens oder schreibt noch auf WhatsApp, keine Ahnung. Die dann nie zugelassen haben und gewusst haben, zum Beispiel ich habe zugelassen, haben mich den ganzen Tag genervt und «Emma, tu dich jetzt nicht so dumm.» Und nachher am Abend kommt «Hey Emma, kannst du mir vielleicht deine Notizen schicken zu dem?» Weißt du, Bro, Digga, hab die Fresse. Und es ist nicht so, ich glaube, das tönt so, als wäre ich irgendwie so eine Streberin gewesen, wo die Leute sich gemeldet haben, weil ich immer alles gehabt habe. Das stimmt nicht. Ich habe sehr viel nicht aufgepasst und bin am Handy gewesen und am Laptop und am Online-Shoppen und habe einen Fick drauf gegeben, aber es ist halt wie gleich klar gewesen vor dem Test, dass ich schon schaue, dass ich das Zeug einigermaßen kann. Bei den Fächern, die mich gejuckt haben. Und die Leute haben einfach immer gewusst, wo sich melden. Und keine Ahnung, ich würde sagen, einerseits ist es vielleicht schon ein guter Tipp, so merkt euch, welche Leute wirklich Zusammenfassungen machen und so. Oder vielleicht teilt es unter euch als Friends auf. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Das haben wir mega oft gemacht. Haben wir das mega oft gemacht? Sorry, wenn irgendjemand vom Gym zulässt und findet so, Alter, das stimmt gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben noch oft so aufgeteilt, so, ja, du machst das, ich mach das. Und nachher fügen wir es so zusammen. Ist halt ein bisschen scheiße, wenn du die Leute aussuchst, um das zu machen, die dann ihr Zeug nicht einhalten. Und ich würde sagen, lasst euch nicht ausnutzen. Schickt nicht allen immer alles. Ist auch scheißegal, wenn ihr nachher ein Hurensohn sind. So, der muss schicken. Ja, und? Such dir doch irgendjemand anderes, der es dir schickt. Wenn du so ein Arschloch zu mir bist, muss ich dir sicher nicht mein Schulzeug schicken, das ich mir Mühe gegeben habe. Ja. Allgemein zu meinem Lernverhalten, weil eben, das fragen mich eben auch mega viel, so, wie hast du das gemacht mit dem Lernen und in so Testphasen und Testwochen und ich komme nicht mehr nachher. Leute, glauben mir, ich bin auch nicht nachgekommen. Ich habe keine Ahnung jetzt im Nachhinein, wie ich das überlebt habe. Ihr habt meinen vollsten Respekt, wenn ihr gerade mit in dem drin sind. Wenn ihr vielleicht gerade ganz am Anfang vom Gym sind, wisst ihr das vielleicht nicht so, aber es gibt meistens so Wochen, wo viele Tests sind. Und dann hast du wieder mal 2 Wochen gar nichts und dann plötzlich so eine Woche, wo du gefühlt 7 Tests hast, obwohl bei uns ist das Maximum 5 gewesen. Und du bist so, what the fuck, Alter, wie soll ich das machen? Der Point ist, du kannst es, ausser du hast halt sonst kein Leben, okay, dann kannst du es vielleicht. Aber wenn du nebenbei noch Sachen hast und du bist Teenager und du hast ganz viele andere Sachen im Kopf und du brauchst auch einfach mal deine Ruhe und du hast Hobbys und bla bla bla, dann kannst du nicht in einer Woche 5 riesen Tests schreiben und wirklich gut sein. In allem. Ausser du bist, eben, ich sage immer, jetzt für einen normal guten Schüler, Schülerin, nicht Superbrain, logisch, Superbrain ist wie SpongeBob, saugt alles auf. Aber jetzt für uns Normalsterblichen, die auch wirklich etwas machen müssen, das geht einfach nicht und man muss sich auch damit abfinden und ich kann euch auch nicht sagen, wie ich gelernt habe, so, weil ich habe wirklich nie früh angefangen. Ich bin so eine, ich habe höchstens 3 ist wirklich hure früh. 3 Tage vorher angefangen, wahrscheinlich so 2 oder 1 Tag vorher und einfach durchgelesen, auswendig gesagt, meine Mami erklärt, aufgeschrieben. So, keine Ahnung, das sind immer so effiziente Lernmethoden, aber mir hat es einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe wirklich das Zeug durchgelesen und mega oft habe ich auch mit meinen Kolleginnen im Zug am Morgen, haben wir es uns so noch erklärt vor dem Test und dann habe ich mir das so hart können merken. Ich bin so ein, eben, das ist eben das Problem. Die Leute sind immer hässig geworden auf mich in der Klasse, weil ich gesagt habe, ja, nein, ich habe nicht so viel gelernt und nachher zum Teil trotzdem gut war.
Und ich habe nie gesagt, ich kann es nicht. Ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, mal schauen, mal schauen. Und kennt ihr das, wenn ihr einen Test schreibt und es kommt genau das, was ihr gerade gecheckt habt? Oder eben bei mir war es mega oft so, dass ich hätte es wahrscheinlich nicht auswendig gewusst, aber 2 Minuten vorher hat mir meine Kollegin irgendeinen einen Satz gesagt, der dann so gefühlt wie so halbes fotografisch vor mir so rumschwebt. So, oh mein Gott, die Alicia hat doch das und das gesagt. Und dann aufschreiben und halt gute Noten. Aber eigentlich hätte ich nie im Leben alles auswendig können, was man hätte müssen können. Darum lerntechnisch, probiert es einfach. Findet heraus, was euch hilft. Vielleicht bist du jemand, der wirklich eine Woche früher muss anfangen muss. Dann ist, glaube ich, einfach das A und O, dass man es plant und dass man sich auch genug Pause einplant und dass ihr auch so ein bisschen merkt, wie funktionieren meine Lehrpersonen. Irgendwann checkst du die Tests. Irgendwann weißt du schaust so den Stoff an, irgendwie die Zusammenfassung von jemandem und siehst, okay, nein, das ist jetzt eigentlich unnötig, wieso hat sie das aufgeschrieben? Der wird das eh nie im Leben dran nehmen. Und am Anfang ist es mega, mega schwierig und ich will euch auch sagen, ich habe am Anfang auch richtig gestruggelt. Ich glaube, meine erste Note war sogar ungenügend. Ich weiß gar nicht, was das für ein Test war. Ich glaube, Französisch stiegen. Ich war am Anfang nicht so gut im Französisch. Nein, das stimmt nicht. Das war in der Betz. Siehst du? Ich habe kein gutes Gedächtnis mehr über die Sachen. Ich habe das alles verdrängt in Zeit. Aber am Anfang ist es wirklich so, oh mein Gott, ich will das nie im Leben schaffen. Und dann gewöhnt man sich irgendwie dran und dann funktioniert es. Also am Anfang keine Panik auf der Titanic. Hä? Genau. Und ja, amix hat es auch geholfen, wenn man alte Tests von Leuten hatte. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, der eine Stufe über euch ist und bei der gleichen Lehrperson Schule hatte, hey, hast du noch deine alten Tests? Zeig mal, zeig mal. Verlasst euch nicht darauf, dass es die gleichen Antworten sein werden, die gleichen Fragen, weil das ist es meistens nicht. Ähm, aber dann sieht man auch so ein bisschen, wie es aufgebaut ist und was es vielleicht drankommen könnte und so weiter und so fort. Genau. Und eben einfach, das habe ich schon mega oft angesprochen, jetzt auch wieder bezüglich Leistung. Wie viele Fächer hat man? 13. Ihr müsst euch auf jeden Fall Prioritäten setzen. Ihr könnt meistens, die allerwenigsten auf jeden Fall, könnt in all diesen 13 Fächern gut sein. Also überdurchschnittlich gut. Es ist sehr, sehr viel aufs Mal. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind, wie alt ist man im Gym? 15 bis 18 oder so bin ich gsi. Ich hatte dann alles andere im Kopf als fucking Nietzsche und fucking, wer gibt's noch, weiß auch nicht, Hermann Hesse. So, das ist nicht mein Lebensinhalt gewesen. Mein Lebensinhalt war, hey, bin ich hässlich, hey, haben mich Leute gern, hey, ich glaube, ich bin zu dick, hey, ich glaube, ich bin zu dünn, hey, ich glaube, ich habe keine richtigen Kollegen, hey, was ist eigentlich genau mit meiner Familie passiert? Oh, wieso entwickelt sich mein Körper so? Oh mein Gott, ich habe so Menstruationsschmerzen, ich gehe heute nicht. Oh, Migräne, oh, Stress. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist normal, dass man nicht die ganze Zeit am Hustlen ist für das. Und ich weiß, es wird mega viel verlangt und ich weiß, es ist mega viel Druck. Und, und wenn man das Leute sagt, wird man immer so belächelt, so, ja, ja, du bist eine Schülerin, chill mal, du hast ja, überleg mal, was ich machen muss, ich bin in einem Betrieb, ich mache Lehre. Ja, das ist sicher auch scheiße, aber es wird extrem, extrem viel von diesen Schülern und Schülerinnen erwartet, wo eigentlich unmöglich ist zu erreichen. So, jeder Lehrer und die Lehrerin schaut nur auf sein eigenes Fach und sieht nicht, dass man noch fucking 12 andere Fächer hat. Genau das ist das, was ich meine. Ihr müsst einfach, ja, die anderen schauen nicht drauf. Es wird leider nicht für die Schüler an sich geschaut, aber du musst einfach selber für dich dann die Entscheidungen treffen. Okay, was fällt mir am leichtesten? Sprache. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe gewusst, ich kann easy peasy lernen für Sprache und es geht schnell und ich kriege hure gute Noten. Gut, dann habe ich halt nur noch das richtig so durchgezogen und habe sicher mal die 5,5 oder 6er zum Teil gehabt, so. Und dann, ja, kann man halt dort auch sagen, ja, okay, das, was ich gut kann, muss ich auch nicht so viel lernen. Das braucht nicht so viel Zeit und gibt am meisten Mehrwert. Gut, dann kann ich vielleicht noch für 2, 3 andere Fächer, wo mir einigermaßen liegen, aber ich muss viel aufwenden. Zum Beispiel so, ich finde Bio, Geo, was gibt es noch? Bio, Geo, Geschichte
kann eigentlich jeder gute Noten haben, weil das ist nur so auswendig Lernscheiß. Chemie wiederum, ein Zeitchen war es auch nur auswendig lernen gewesen. Aber irgendwann ist dann einfach die fucking Phase gekommen, wo man wieder Mathe gebraucht hat. Fuck you, Chemie, Alter. Ja, aber so die Fächer, die eigentlich zum Auswendiglernen sind, könnt ihr auch, wenn ihr Zeit habt, schwitzt dort ein bisschen rein, holt euch dort quasi eine easy Note und nicht in diesen Fächern wie Mathe, Physik, wenn ihr so sind wie ich, Mathe, Physik, keine Ahnung, was noch, Chemie, Philosophie ist bei mir zum Teil auch so ein Fach gewesen, wo man so, es ist so ein bisschen so, entweder du kannst es oder du kannst es nicht und wenn du es nicht kannst, musst du so fucking viel Zeit investieren, dass du vielleicht was in 3,75 hast schlussendlich, weil das hat sich für mich nie gelohnt. Ich dachte, alte Digga, jetzt habe ich eine Woche lang nichts anderes gemacht als Mathe lernen und habe einen Dreier. Dann kann ich ja gerade so gut nichts machen. So. Und ich glaube, es ist auch wichtig herauszufinden, was eure Stärken sind im Unterricht, also mündliche Leistung oder schriftliche Leistung. Zum Beispiel, hat bei mir immer fast, oder keine Ahnung, in den unnötigsten Fächern, Alter, in Physik hatte ich eine mündliche Note, was habe ich noch, nein, Geschichte glaube ich nicht, aber in Physik habe ich eine fucking mündliche Note bekommen, aber in Englisch nicht, also so Mitmachnoten. Darum in diesen Fächern, wo es eine Mitmachnote gibt, macht einfach mit. Sagt auch einfach etwas Falsches von mir aus, aber steckt einfach auf. Aber auf jeden Fall, bei uns hat es halt so Leute gegeben, die auch dann nicht mitgemacht haben und dann halt einen Vierer oder 3,5 reingedrückt bekommen haben, weil sie sich halt legit nicht gemolden haben, aber dafür sind sie halt schriftlich mega gut gewesen. Oder wenn du sagst, wir werden noch genug Präsentationen haben, ich bin fucking gut in Präsentationen, gut, dann merkst du das und schwitzt dort richtig rein. Aber wenn du so bist wie ich und scheiße bist in Präsentationen, ja, wer hat das gedacht? Alter, die auf Social Media rumtanzt, ist die keine Präsentation halten kann, ist richtig peinlich. Ich halt musste schauen, so, ja, ich weiss, ich werde in der Präsentation jetzt verkacken, Digga, dann mache ich halt den Rest wieder gut. Man muss es wie so ein bisschen im Voraus planen, wie wird ich das gestalten. Weil wenn du einfach drauf losmachst und nachher irgendwie nach einem halben Jahr erst merkst, fuck, ich habe jetzt irgendwie alles verkackt, was ich eigentlich easy mit ein bisschen Aufwand hätte können besser machen und jetzt bin ich da mit meinen Minuspunkten und weiß nicht, wie ich sie kompensieren, weil das, was jetzt am Schluss kommt, kann ich überhaupt nicht. Zum Beispiel nur noch, keine Ahnung, nur noch Vorträge oder nur noch Interpretationen schreiben oder keine Ahnung. Dann hast du halt geschissen. Darum schaut im Voraus, was will ich machen und haltet euch dran und schwitzt wirklich dann rein, wenn es nötig ist. Ihr könnt euch dann auch mal Pause gönnen und 2 Tests verkacken, aber dann, wenn es wichtig ist, müsst ihr einfach wie wissen, okay, jetzt ziehe ich kurz durch, finde ich. Und was auch leider sehr wichtig ist am Gymnasium, auf jeden Fall an meinem Shoutout. Jeder weiß, an welchem Gymnasium ich war, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier den Namen sagen werde, weil ich Angst, dass ich verklagt werde. Jeder weiß, dass ein guter Eindruck wichtig ist, weil eben sogenannte mündliche Prüfungen, Mitmachnoten, Interpretationen, die bewertet werden, sind alle sehr subjektiv bewertet. Und wenn die eine Lehrperson einfach aus Prinzip nicht gern hat, dann wirst du das sehr schnell auch in deinen Noten sehen. Auch wenn es wir sind so objektiv und wir geben uns wirklich Mühe. Aber Emma, du hast mich ein bisschen aufgeregt und darum gebe ich dir jetzt einfach einen Vierer anstatt einen Fünfer oder wieso stimmen. Geschichten hat es bei mir sehr viel gegeben. Und was ich ehrlich, und das ist jetzt nicht, weil ich kein Typ bin, aber was mir sehr stark aufgefallen, nicht nur mir, was uns allen sehr stark aufgefallen ist, Typen haben sich bei uns in der Klasse viel mehr erlauben können. Sie haben den ganzen Unterricht gestört. Halt eben, ja, sie sind halt auch so in dieser Phase gewesen, wo wir keinen Bock auf das hatten und wo sie vielleicht ein bisschen rebelliös waren. Ja, weil das, was wir Mädchen mit 12 schon erlebt haben, haben sie dann langsam mit 15, 16 auch gehabt. Schön, freue mich. Nein, eben, die haben einfach den Unterricht fucking gestört, haben nur Scheiß gemacht, sind respektlos gewesen und haben dann trotzdem halt mit einer Mitmachnote einen 6 bekommen. Und die einfach ruhig war und sich nicht gemeldet hat dann halt einen Dreier reingedrückt bekommen. So, wisst ihr, was ich meine? So, wo sind die Grenzen und wo sagt man, oh, ja, so, es ist also einfach mega, es ist wirklich krass gewesen. Unsere Typen sind wirklich sehr hart überbewertet worden. Sorry, nochmal, Shoutout. Ihr seid wirklich auch mega gescheit gewesen, sage ich nicht. Aber zum Teil haben ihr die Noten nicht verdient, die ihr hattet. Aber das ist auch wieder so etwas, so, wieso hat es mich überhaupt gejuckt, was sie für Noten hatten. Einfach nur, weil ich es unfair gefunden habe, wie wir miteinander
verglichen worden sind oder eben auch nicht. Und wenn du es dann mal probiert hast, wirklich aufzureihen und wieso hat jetzt der die Note gehabt und ich nicht? Ich sehe keinen wirklich guten Grund, wieso. Dann fängt es halt an, die abfucken. Aber darum, macht euch einen guten Eindruck. Schleimt euch ein bisschen ein. Nicht zu fest, weil das haben sie auch nicht gerne, das checken die auch, die sind ja nicht dumm. Aber einfach sind nett und respektvoll und hören zu und macht mit. Und dann habt ihr auch eine sehr gute Chance auf bessere Noten mit weniger Aufwand, als wenn ihr das ausbaden müsst, wenn sie euch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gerne haben. Ich bin nämlich so eine dumme Sau, ich diskutiere mit diesen Lehrern, wenn etwas nicht stimmt oder wenn etwas nicht gut ist. Das hätte ich nicht machen sollen, weil das hat sich nachher erst sehr schnell in meine Noten gezeigt, oder? Ja. Und ja, apropos so das Ganze, eben, sich so, eben, ich war jetzt die oft diskutiert hat und so. Es braucht die Leute. Es muss nicht unbedingt jetzt du persönlich sein, aber es hat fix immer in der Klasse so Leute, die sich melden und sich wehren gegen Sachen. Zum Beispiel, eben, wie ich sage, bei uns ist, glaube ist das Maximum 5 Prüfungen in der Woche gewesen. Ich glaube. Und wenn dann jemand plötzlich einen Test verschoben hat und dann in diese Woche gelegt hat und dann haben wir plötzlich 6 oder 7 angekündigt gehabt, Bro, dann haben wir das gesagt und dann sind wir diskutiert. Und wir sind wirklich eine gute Klasse gewesen. Es hat andere Klassen gegeben, die haben gefühlt nie etwas gesagt, aber wir sind diskutieren, bis sie das sein gelassen haben und bis sie eingesehen haben, dass nicht nur ihr Fach relevant ist, sondern wir ganz viele andere Sachen haben, die wir kaputt gehen, wenn das nicht geregelt wird. So 5 Tests sind schon zu viel gewesen. 6 machen wir sicher nicht mit. Und eben, meldet euch einfach, geht diskutieren und sagt nicht einfach, okay, ja, in dem Fall. Wir haben so lange über gewisse Sachen diskutiert, wo man sich heute denken würde, so, ja, Alter, was ist mit euch nicht gut? Aber damals war das wichtig für uns und wir sind wirklich meistens durchgekommen damit. Ihr müsst halt auch nicht aggressiv sein dann oder so frech oder so, sondern einfach wirklich sagen, hey, uns ist das wichtig wegen dem und dem und holt auch die scheiß Schulordnung führen, wenn es sein muss. Im Fall. Dort stehen sehr viele nützliche Sachen drin, wenn ihr das mal durchlesen, die die Lehrer zum Teil selber nicht mal wahrgenommen haben. Ja, und dann können sie meistens gar nichts anderes machen, als irgendwie mit euch einen Kompromiss eingehen oder können dann mit anderen Lehrpersonen ein bisschen rumtäuscheln. Hast du das Datum, kannst du vielleicht... Und dann regeln sie das, weil es sind meistens schlussendlich auch einfach nur liebe Menschen. Ja, und so der Schulstress kann ich, glaube ich, habe das einfach auch schon thematisiert jetzt in allem, was ich gesagt habe, aber jetzt nochmal zum wirklich explizit auf den Schulstress zurückkommen. Es ist normal, leider, und ihr seid nicht allein mit dem. Und ich muss ganz ehrlich einfach sagen, es ist ein Pain. Es ist schlimm. Eben die Woche, die ich jetzt erwähnt habe, wo man einfach mega viel hat und nicht weiß, wo vorne und hinten ist und wo man überhaupt anfangen soll. Es hat wirklich Zeiten gegeben, ich bin in meinem Bett gelegen und habe nur noch geheult, weil ich so überfordert war. Ich habe nicht gewusst, wie ich alles unter einen Hut bekommen soll. Eben auch mit Sachen, die man sonst noch im Leben hat, mit Familie und Hobbys und was weiß ich. So, ich habe mich gefühlt, als hätte ich kein Leben mehr, wenn ich mir die Zeit nehmen würde, die ich bräuchte für die Schule. Und ich habe dann wirklich mit meiner Mami, sie hat dann mit mir einmal, glaube ich, ist es wirklich schlimm für mich. Dann hat sie mir so einen ganzen Wochenplan gemacht, wo wir wirklich gefühlt jede Sekunde eingeplant haben. Auch Pause, auch Hobby, alles einfach. Dann kannst du lernen, dann kannst schlafen, dann kannst einfach, dass ich wie gewusst habe, okay, irgendwie kriege ich das schon noch an, dass ich etwas gemacht habe. Und das ist wirklich das Einzige, was mir geholfen hat in dieser stressigen Phase. Auch mit den Friends darüber reden, von der Klasse, weil andere Leute checken das nicht so, aber die von der Klasse sich zusammen darüber aufregen und so ein bisschen, oh ja, mir geht es auch so, weil amix denkst du wirklich so, hä, wie schaffen die anderen das alle? Wie wollen die nicht gerade sterben in diesem ganzen Stress? Aber eigentlich geht es uns allen gleich. Es gibt einfach Leute, die können besser mit dem umgehen. Es gibt auch Leute, die haben viel, viel mehr Druck von daheim aus zum Durchziehen. Das ist mir auch aufgefallen im Gym. Sehr viele von denen, die eben so kompetitiv waren, haben es, glaube ich, auch von daheim aus ein bisschen mitbekommen und hätten schlecht, keine Ahnung, ich sage nicht, sie sind verprügelt worden oder so, aber es ist sehr stark von ihnen erwartet worden, dass sie die besten Noten mit heimbringen. Und wenn es nicht ein Sechser ist, dann bist du nicht gut genug als Person. So, und die Leute
sehen dann von außen aus so, wow, oh mein Gott, Alter, du bist so ein Biest, du bist so ein Tier, du hast immer alle Zusammenfassungen und wow, wow, wie machst du das? Sie machen das, weil sie sich so schlecht fühlen und weil sie daheim zum Teil nicht gut behandelt werden, wenn sie nicht die Leistung erbringen. Und das ist ja eigentlich etwas Trauriges und darum, keine Ahnung, vielleicht wenn du so jemand bist, es ist im Fall auch okay, nicht so zu sein. Ja, du wirst dann noch daheim wahrscheinlich angefickt zum Teil, aber schlussendlich geht es um dich und dein Wohlbefinden. Und wenn du zu gestresst bist und kaputt gehst an dieser Leistung, die du erbringen musst, dann mach mal eine Pause. Du wirst es auch dann noch mit Bravour absolvieren, diese Matur. He? Und eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Noten jucken keine Sau. Außer vielleicht eben deine Eltern. Genau. Also, mein Advice beim Schulstress. Heult einfach mal eine Runde. Und nachher schaut ihr, wie ihr das planen könnt. Ob ihr es überhaupt planen wollt. Ich habe, weisst wie oft, einfach mich knallhart dazu entschieden, okay, ich lerne gar nicht, außer morgen am Morgen im Zug. Und dann mache ich einfach auf gut Glück. Und amigs muss man einfach wirklich die Prüfungsfragen gut durchlesen und checkt so, du Schlingel, du willst das und das. Easy. Und dann dichtet man so ein bisschen etwas dazu und so die Hälfte stimmt, dann kriegst du schon noch ein paar Punkte und bist gleich nicht so scheiße. Ihr müsst probieren zu denken wie Lehrpersonen, nicht wie Schüler. Denkt so, was würde ich machen, wenn ich einen Test schreiben würde? Was würde jetzt da ungefähr für eine Antwort passen? Ja. Und für so Literaturtests, geht ins Internet und wie heißt Litcharts oder so heißt die Seite. Es gibt mega, oder so Smart Study. Nein, ich weiß nicht, aber es gibt mega viele Seiten, wo alle die Klassiker richtig gut zusammenfassen, so mit diesen Symbolen und Metaphern und oh ja, das ist wichtig zu beachten, weil sie das violettes T-Shirt da hatten und das bedeutet Hoffnung, weißt so diese Sachen. Könnt das nicht mühsam selber im Buch raussuchen. Macht das einfach mit dem Internet. Für irgendwas haben wir es ja. Ich habe gehört, heutzutage wegen ChatGPT, oder? Bin ich ja noch von der alten Generation. Ich hatte das nicht in der Schulzeit. Habe ich gehört, dass sie jetzt so richtig so Aufsätze und alles schwieriger machen und Maturarbeit und alles, weil man das ja jetzt halt mit ChatGPT machen könnte. Darum, diesbezüglich habe ich nicht so, keine Ahnung, was dort gerade läuft, kann ich euch leider nichts dazu sagen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen schon zum letzten grossen Thema. Weil, keine Ahnung, zum ganzen Schulstress und so habe ich wirklich nicht. Es ist einfach ein Pain. Man muss es einfach sagen, es ist ein Pain, aber ihr schafft es. Und wenn du es nicht schaffst, ich kann jetzt auch nicht sagen, ihr werdet es alle schaffen, aber wenn du es nicht schaffst, dann hast du irgendeinen anderen Weg. Entweder du kannst wiederholen oder du sagst, okay, nein, ich mache irgendetwas anderes, irgendeine Lehre, keine Ahnung, alte Pause, irgendeine Ausbildung, ist das gleiche wie eine Lehre. Keine Ahnung, ich bin ein Schulkind. Ich schaffe das irgendwie. Irgendeinen Weg gibt es immer. Auf jeden Fall, die Maturprüfungen. Die fucking Maturprüfungen. Ich glaube, jetzt sind schon Leute am Lernen für die Maturprüfungen. Habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Ihr seid crazy, was fängt ihr so früh an? Bücher lesen? Ja, okay. Confession, ich habe alle meine Bücher gelesen, glaube. Ja, ich habe alle meine Bücher gelesen, die ich lesen für die Matur. Ich war also wirklich in dieser Hinsicht ein Streber, weil ich so Anxiety hatte, dass man mir anmerkt, dass ich ein Buch nicht gelesen habe. Ich weiss nicht, es hat Leute in meiner Klasse gegeben, die haben wirklich gute Noten gehabt. Also denkt euch nicht, ihr müsst alles gelesen haben. Also die haben wirklich nichts gelesen und haben das anbekommen, akzeptable Noten zu machen. Aber ich check nicht, wie die schlafen haben können, bis zu den Tagen, wo wir die Prüfungen hatten. Ja, meine Experience als schüche, gestresste, schreckliche Person, die keine Präsentation halten kann und am liebsten sterben würde, wenn ich muss so allein reden vor Leuten, habe die mündlichen Prüfungen definitiv als den grössten Pain empfunden. Aber die meisten von meinen Friends haben gefunden, ja, mündliche sind ja voll easy gewesen, schriftliche Pain. Ich hatte so eine Seelenfrieden bei den schriftlichen Maturprüfungen. No joke. Endlich war mal Ruhe gewesen. Normalerweise, ich kann mich halt hure schlecht konzentrieren. Ich glaube, ich sollte das mal abklären lassen. Aber ich kann mich wirklich nicht konzentrieren. Und normalerweise, wenn du so Aufsätze schreibst und so, hat es doch immer so jemanden, der so mit dem Fuß rumtäppelt oder wo irgendwie 100 Jahre etwas durchstreicht oder wo irgendwie eine Frage stellt oder nichts. Nichts. Kannst Ohrenstöpsel reinmachen. Du kannst, alle sind so am Hustlen, dass niemand sich traut, irgendein Geräusch zu machen. Und jeder war so in seiner eigenen Welt gewesen. Und es ist einfach
sorry, für mich einfach geil gewesen. Das ist so, wow. Und ich war so in einem Flow gewesen, bei den Schriftlichen. Ich habe wirklich in meinen Schriftlichen extrem gute Noten gehabt, außer in Mathe. In Mathe hatte ich einen Zweier gehabt. Aber sonst hatte ich hure gute Noten gehabt für mich. Äh, Es war einfach so eine gute Atmosphäre gewesen irgendwie. Und wir hatten hure viel Zeit. Wir hatten, glaube ich, 4 Stunden Zeit gehabt. Und ich glaube, bin immer so bei den Ersten gewesen, die abgegeben haben. Egal, obwohl ich eine gute Leistung erzielt habe. Oh mein Gott, das muss ich auch noch sagen. Bitte hört auf, wenn ihr schon fertig sind mit allem Ausfüllen, im Nachhinein noch das Zeug anschauen und das Zeug auskorrigieren. Es ist immer falsch, was man macht. Bleibt auch bei eurer ersten Meinung. Und wenn es dann falsch ist, ja okay, Pech. Aber das Zweite ist meistens noch fälscher. Genau. Also, Maturprüfungen. Ich habe nicht so viel gelernt, glaube ich. Einfach nur so alle alten Zusammenfassungen angeschaut von diesen Fächern und so, keine Ahnung. Ähm, habe mit Leuten darüber geredet, hey, was machst du und was machen wir. Mathe habe ich gar nicht gemacht. Aber mündlich, Digga, mündlich. Das ist so, die Hälfte von der Zeit habe ich nicht, also ich habe auch dort gute Noten gehabt, aber die Hälfte von der Zeit habe ich nicht gecheckt, was die Lehrperson gerade von mir will, was genau die Frage sein soll. Äh, Dann hockt noch so awkward so 'ne Experte oder Expertin daneben, wo die einfach nur dumm anschaut und sich wahrscheinlich denkt: «Alter, was bist du für ein dummes Hurenkind? Also das 20. Mal heute sagst du das Falsche wie jeder andere vorher.» Und es ist so awkward, aber es geht richtig schnell vorbei. Ich weiß gar nicht mehr. Insgesamt ist es, glaube ich, 'ne 1/2 Stunde, Viertelstunde Vorbereitung und Viertelstunde Prüfung oder so. Aber es geht so schnell und du denkst dir danach: «Digga, für was habe ich mich überhaupt vorbereitet?» Das ist auch weniger lang gegangen als eine Netflix-Folge. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich, ihr müsst keine Angst haben davon. Ähm, Es ist mega machbar, auch wenn ihr jetzt nicht fucking in 2 Monaten mega am Durchschwitzen sind. Ähm, Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe das Gefühl, so, die schriftlichen Prüfungen sind halt mehr so auf Verständnis aufgebaut gewesen. Ich glaube, wenn ich m ansatzweise etwas von Mathe checken würde, hätte ich auch gesagt, es sind Verständnisfragen gewesen, ob du weißt, wie du was anwenden musst. Genau gleich in der Sprache. Es ist halt eben so übersetzen und was weiß ich. Es ist nicht so, erzähl mir, was in dem und dem Buch passiert ist. Das sind dann halt die mündlichen. Aber ja, es war eigentlich noch chillig gewesen. Du hast einfach so können ein bisschen bullshitten. Das ist mega wichtig. Auch wenn es cringe ist. Tun einfach Bullshit. Schreibt irgendeinen cringe Scheiß an, wo ihr denkt, hure Streber. Ja, macht's. Und in der Sprache, mein Top-Tipp. Ihr fragt ja alle immer, Alter, Emma, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, ich bin einfach gut in Sprache. Ich bin bilingual aufgewachsen und kann das einfach. Punkt. Aber was wichtig ist im Aufsatz, wenn Rechtschreibung zählt, schreibt kein einziges Wort an, wo ihr nicht sicher sind, das stimmt so. Wenn du so etwas schreibst, kennt ihr das? Man schreibt so etwas und ist so, würde ich jetzt am liebsten nochmal googlen, keine Ahnung. Löscht das raus. Ausradieren. Zack. Weg damit. Ersetzt, von mir aus hockt 5 Minuten dort und überlegt, wie man es anders formulieren könnte mit Wörtern, wo ihr wisst, dass sie stimmen. Macht es einfach. Ich hatte 0 Rechtschreibfehler in meiner Maturprüfung und in meiner Probematurprüfung. 0. Es ist gestanden, Gratulation, liebe Emma. Kein Rechtschreibfehler. Nur wegen dem. Auch wenn du vielleicht auf ein geiles, gescheites Wort verzichten musst, meistens ist es dann eh falsch und dann sagen sie dir, du hast grosse Wörter gebraucht, die keinen Sinn machen. Glaubt mir, ich bin die Sprachqueen. Und tut nicht so, als wäre Franz und so mega schwierig. Ihr müsst einfach Quizlet abladen und es mit Quizlet machen. Quizlet, apropos, ich habe noch nie selber so eins gemacht. Danke Jamie, Shoutout, ich weiss, du hörst das. Wenn es irgendjemanden gibt, der es macht und wo so ein grosses Herz hat, dass sie es mit euch teilen, braucht das. Bestimmt nicht noch darauf, ja, ich will es selber machen, weil dann lerne ich auch schon. Du lernst überhaupt nichts beim Quizlet machen. Also beim Erstellen. Erst wenn du es 100-mal durchlernst. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch etwas dazu zu sagen habe. Ich weiß auch nicht, was ihr von mir hören wollt, to be honest. Ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht. Folgt mir auf dem Losemal-Account, nochmal, kurz. Habe ich eine Umfrage gemacht, was ihr am liebsten hören wollt. Social Media, Confidence oder Gimme. Und alle sind für Gimme gewesen. Ich habe mir gedacht, wirklich? Und wenn ihr noch mehr so 1:1 Real-Life Gimme-Content von mir gesehen wollt, von dieser Zeit, weil eben jetzt bin ich so über das hinweg, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, habe ich auf dem Juckt doch keinen TikTok-Account, hat es eine Playlist, ich muss mich ein bisschen hinterher scrollen bei den Playlists, wo Gimme-Zeiten heisst oder so. Und dort ist alles, was ich granted habe. Und auch von den Prüfungen ist recht viel
also recht viel, auch für meine Verhältnisse viel Content davon entstanden, wo ich mich darüber aufrege, spezifisch über die Prüfungssituation von der Maturprüfung und so, wo ich jetzt halt auch gar nicht mehr weiss. Ich weiss nur, Alter, ich habe irgendwie «Le Tour du Monde» en 80, ich weiß nicht mehr, wie man 80 sagt, Jours müssen lesen für Französisch. Und das geht ja eben so um so eine Weltreise. Und der reist irgendwie, keine Ahnung, um die Welt mit so einem Butler oder so. Und da hätte ich mich so tiefe Sachen können fragen zu Rassismus und alles, bla bla bla. Der hat mich einfach gefragt, wo Bombay ist. So von der Himmelsrichtung her. Oder er hat gefragt, eher links oder rechts. Bro, hätte ich noch zwischen meinen anderen 20 Büchern, die ich lesen musste, kurz noch so eine Weltkarte studieren, um noch zu wissen, wo welcher Ort von dieser huren Weltreise ist. Digga. Also wirklich. Aber ich hatte halt trotzdem eine gute Note, darum Grüße gehen raus. Aber trotzdem, so, mich sind die Prüfungen schon wirklich echt ein Joke. Und auch das kommt mega auf die Lehrperson drauf an. Es ist nie gerecht. Wirklich, glaubt mir. Ihr werdet andere Personen hören und hören, wie deren ihre Prüfung abgelaufen ist und so denken, Bro, ich wünschte, ich wäre du, weil das wäre so viel einfacher gewesen. Aber das Leben ist kein Ponyhof und es ist leider so. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat irgendjemandem helfen können, was ich da geschlabbert habe. Es ist jetzt, glaube ich, eine längere Folge. Oh mein Gott, ja, es ist eine viel längere Folge als sonst. Aber ich habe auch viel Gesprächsbedarf gehabt. Weil, wie man sieht, es geht mir immer noch sehr nach, der Schulstress und die Ungerechtigkeit von diesen Lehrpersonen zum Teil. Ja, folgt mir auf dem Losemal-Account. Ich freue mich auf nächste Woche, vielleicht. Je nachdem, wie meine Social Battery bis dann aussieht. Wünscht mir viel Glück. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, weil es ist Sonntag. Oder du hörst es halt nicht am Sonntag. Ah, fuck. Ja, ich wünsche einfach eine schöne Zeit, oder? Ich hoffe, eure Wünsche erfüllen euch und ihr müsst gerade nicht Mathe lernen. Tschüss! Ah nein, ich muss ja Tschüssi sagen. Tschüssi!